Goedenavond, zijn jullie alle hier. Ik ben van harte welkom. Kom dan en zattig. Als ik van de laatste oefenboodschap wat broeder Anger hier wat reden, zou ik het team met woord lezen ter aanleiding. En ik kikte met na, dat zag God heilt ons land. Van wat hij van jou reden wil. En ik zag mijn team met versen uit Psalm 119, vers 176, sagt, ich zie so als een verbiesterdet, verlorene Troep en Sieg, die nicht nach, wils ich hab die geboten nicht vergeten. Kijk, David sagte Gott, Sieg die nicht nach, er soll am segnen, weil er sagt, er hat sie geboten nicht vergeten. Jeremia 17, 14, heul mich mein Haar, dann würde ich geheilt sein. Houd mij, zodat ik, zo wat hoop, du beste, den ik prijs. 30:17. Ik wil die gezond merken, die in de winden heilen, zegt de Herr, wils, zij die de verstade nanen ook zien om de keiner wat ram jaft. Zegt de Herr, ik wil mijn volk waren en land opbouwen, en wil an en thuis, janstig zijn, de stad wat waren op zijn borggebied worden, en de dikke meer, zo als ik dat geheerd. Psalm 23, vers 3 zegt, hij jef mijn ziel, nie kracht en heilt, en leidt mij op de gerechten weg, aan zijn noemen, zijn hulpen. So, weer het interessante versen van dat hier met nante posten hier zo, en hier kan we zijn dat God heilt, de mensheid en hij biedt de stad waar op. So, ik vraag het posten als we ons opnemen in gebed. Vater in Himmel, Dankeschön für diesen Abend, Dankeschön für diese Zeit, die du uns gegeben hast. Herr, ich will wieder, die wir mit Bruder Quinten sein, wenn er die Botschaft bringt, dass die wir an nur uns sein, auch mit dem Singteam, dass die uns Kraft und Stärke geben, und die Namen verherrlichen. Wieder fragt, dass wir den Sehen sein, weil wir von aus dem Tod kommen, auch wieder uns begleiten durch diesen Abend. In Jesu Namen, Amen. So, ich will das Singteam dann abkommen, vielleicht könnt ihr abkommen in die Botschaft dann. En als de kosten hengers op, wie immer du falten, an mit Haupthaft Gelegenheit und Anteil. Benauwen Sie alle. Welkom hier in jeder einer. Wir waren zwei Leute am Anfang singen. Ich will Ihnen abzustehen und anzuhören zu singen. Lieber Jesu, du bist hier. Lieber Jesu, du bist hier. Lieber Jesu, du bist hier bei uns. Lieber Jesu, du bist hier. Lieber Jesu, du bist hier. Lieber Jesu, du bist hier bei uns. Halleluja, oh
haben wir noch eine schöne Zeit gehabt und sind wir bei den letzten Abend gekommen. Aber ich glaube, von der aus war da ein schöner Tag. Ein Tag, wo wenn wir aufsehen, dort wir dort annehmen, dann, was der Herr für uns hat, da kann war ein schöner Tag sein, wo wir dankbar sind und uns glauben. In diesem Thema für eine Erweckung, ich weiß nicht, wo jemand dort geht, aber fertig frei wir uns dort taub kommen sie dort. Und wir wollen hören, was Gott für uns hat. Und diese Zeit, was wir taub haben, wir nehmen dahin, wir denken der, was Gott uns gesagt hat. Und ich sehe das Wort in der ersten Botschaft, ich glaube die erste Botschaft, dort ist nicht bloß genug, dort nur denken, dort was Gott uns gesagt hat. Wer wir dort üben. Wer wir dort was mit tun, so dort Gott kann seine Arbeit in uns tun. Das Thema, was wir von denen kicken wollen, ist Gott, komm und heil uns Land. So wir haben hier sein, wo wir sollen 3 Dinge tun. Wir sollen in Demut zu Gott kommen, wir sollen von unserem Sinn wegdrehen und wir sollen zu Gott drehen und sein Jungen wird segnen. Und wenn wir die 3 Dinge tun, Gott hat uns versprochen, er wird uns Gebete erhören, unsere Sinnen vergeben, und dann hast du noch ein gutes Ding, noch eine gute Nachricht. Das ist noch nicht ganz fertig, wenn Gott uns unsere Sinnen hat vergeben. Da bin ich auch nicht verstehen, wenn ich sage, das ist noch nicht fertig. Gott will noch was mehr tun. Es bloß unsere Sinnen vergeben. Er will dort frisch merken, dort was Sünden haben verdorben. Und das ist der gute Nachricht, was Christus will uns tun. So wir wollen die Verse noch einmal lesen, die was wir jeder Abend gelesen. Und dort sagt es dort in 2. Chronik, Kapitel 7, der 14. Vers. Und mein Volk, wo mein Name eben genannt ist, sich demütigen wird, dass sie beten und mein Jungen wird segnen und sich nie abmerken und von dort bei sich loten, dann will ich das Gebet von Himmel auch erhören und ihre Sinnen vergeben und dann von der das letzte Part und auch dem Schulden in Land wahrer heilen. Da wird heilen hier, das gibt uns ein Bild, und was das Hebräische wird hier meinen, das ist, irgendwas was 2 ist, irgendwas was 2 Geräten ist. Dort war der Tauben, dort war der fertig ist. Wenn ich 11 Jahre alt war, da war die erste Sommer, wo ich meinen Vater mit seinen Schaf halten dort. Und mein Dad ist ein Dascher, er ist von der und da noch ein Dascher. Und wir waren bei einem Niethuis, und ich dort im Halten einen Nietshop, einen Abwaschshop in der Kirche. Und ich dort im Halten, und ich war noch 8 Jahre, meine Arbeit, die wir verrichten. Und jeder Grüten, die hatten einen großen Schmackerhund. Und diesen großen Schmackerhund, der kam mir angekommen, sehr schaftig, der selbe Wefelt, wie ein sehr schmacker großer Hund. Der liegt ganz ein schmacker Wolf. Der Hund kam mir an, sah sich fan bei mir da, werfel die Seil und der will haben, ich soll ihm holen. Und ich weiß nicht, was passieren wird, aber den Hund, der beißt ein von meinen Arm an und reitet ein los. Und ich kann abstehen, beißt meinen anderen Arm auch an. Und er hat meine Arme ganz fein geritten. Und wenn die wollen mich fragen, nur die Tag, die wollen sein, dass der nur auf der noch ist. Und das war sehr schwierig. Und die Arme, die werden ganz verraten. Ich war dann eine Woche, wo ich im Hospital war. Bevor ich da kann utheilen im Hospital, dann mussten sie mir erst die Arme noch nähen. Und dort nähen, dort ist was hier, dort wird hier was gebraucht. Oder nähen, dort ist die Vergebung, meine ich. Und dort Heilung, dort kommt nur dem. Ja, Gott hat uns unsere Sünden vergeben. Nu kommt dort was noch nur kommt, und dort ist, dort wo 2 wir, wird wie Sünd haben, dort will Gott noch merken. Und ich glaube, sehr viele von uns, wir fallen uns, jo, ich sage vergeben, warum habe ich noch nicht Sieg in meinem Leben? Warum seid ich noch falsch?
Waarom geht mir dort noch nicht schein mit Jesus Christus? Und dort ist, wird Jesus seine Arbeit von Heilung erst noch nicht vorig in uns. So was erst dort dann, woran uns die Heilung fehlen wird. Uns fehlt die Heilung, wenn die Bibel lehrt uns sehr klar, dass Sinn verdorft alles. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, was wir weiten. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Dann. Sinn hat noch keinem irgendeiner geholfen. Und wenn wir glauben, Sinn wird uns uthalten, wir schmieren uns selbst an, wieder uns verlehnen, und es ist nur euer, es uns diese Leben verlehnen. Sinn verdorft immer. Galater Kapitel 6, 7 und 8 sagt es das. Erntet nicht. Gott lässt sich nicht spotten, was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer du sät, sein Fleisch zu gefallen, wird von dort Fleisch verdorben ernten. Was von der Ernte kriegen wir von uns Fleisch? In Ordnung wahr zu sein, was von der Ernte kriegen wir von uns Sinn? In Ernte wird verdorben wird. Wer aber sät, den Jes zu gefallen, wird vom Jes dort ewig Leben ernten. Und eine sieht, sei wie dort Sinn verdorft alles. Aber der andere sieht, sei wie dort der Heilige Jes, der heilt und er bringt dort ewig Leben. Hier ist ein Ding, was ich will haben, wir sollen von dir nach Hause nehmen. Und dort ist, wir sind niemals so zwei, dort Gott nicht kann uns brücken. Wir sind niemals so zwei, dort Gott nicht uns fixen kann. Der Wunder ist niemals so deep, dort Jesus Christus nicht heilen kann. Jesus Christus ist der beste Doktor für unsere Seele. Und seine Wunsch für uns von dir ist. Und er jent uns dort, wie ich jent dort auch, dort die wollen Heilung in Jesus Christus fing. Und das ist, was ich meine, dass wenn Gott uns vergeben, der Arbeit erst noch nicht vorig. Gott will noch mehr tun. Er will dort anfangen, was er in Ewigkeit wird vollbracht bringen. Und dort ist, er wird uns nicht bloß losmerken von dem Preis von der Sünde. Er will uns heilen von den Schulden von der Sünde. Prediger hat mir gesagt in Englisch, ich wollte noch ein Plattdeutsch eben sagen, er sagt, we can choose our sin, but we can't choose our consequence. Wir können uns wählen, und wenn wir sind, wir wollen tun, aber wir können uns nicht wählen, was der Utfall wird sein von der Sünde. Dort ist verbunden mit der Sünde. Der Priester kämpft mit der Sünde. Und wenn der Priester auch sehr groß und graut ist, Gott in seine Gnade beit uns an, dass er will uns auch heilen von dort. Wir sollen aber dort nicht annehmen, dass wenn Gott uns vergeben wird, er wird uns plötzlich heilen. Die Vergebung ist plötzlich. Wenn wir uns bekehren, dann hat er wie ganz vergeben. Der bleibt nicht mehr ewig. Aber wenn Gott uns feiern wird, zu heilen, dort nimmt noch mal Zeit. Noch mal erst plötzlich, aber je weinig erst dort einen Zeit nehmen wird. Ich nur den Beispiel von meinen Armen, meine Arms. Dort nehmen eine Werk im Hospital, dort eine Sinnungsprobe zu kommen. Dann nehmen dort nach 3 Monaten, wo sie dort alle, dort wir angerollt, dort aufnehmen werden. Dann nehmen dort noch einmal 6 Monate, dort ferne Hüt über wir. Und dann nehmen wir vielleicht noch einmal ein Jahr, wo dort nicht mehr ein Rating gibt. Und so erst du in uns leben. Viele von uns, wie drehen Wunden dran. Die Wunden, die kommen, wird's wie, sind da. Die Wunden haben wie wenn ohne Hand gegen uns hier sind. Und das ist, woran das so wichtig ist, dass wir vergeben tun. Die Wunden, was wir mitdrehen tun. Gott wollte nicht heilen, vor dem, dass wir den loslassen. Und das ist, woran Heilung und Vergebung taubgebunden ist. Wenn wir eine Wunde hart mitdrehen tun,
Dat is wichtig dat we dat loslaten, we dat vergeven doen, we dat te God brengen doen. En dan vangt de Heilung an. Sind verdorft alles, wat het ons schiet. Ik denk wat zin dat is, dat merkt ons te geloof. Ik weet, einer wird kan verse dingen opnemen, maar we kunnen ons sehr leicht zin aanwenden. En eenmaal wie dat ongewand haben, dat is sehr schwer, erop te zijn. Wegen zin heeft grote kleven. Zinden die kan aanvoeten en zin kan aanhouden. En zin merkt mensen te geloof. We zijn ook dat zin verdorft gemeenschap. En dat zijn we besonders in Ehe. Wo de zin is, wo de beleiding is, de gemeenschap fehlt Heilung. En we lezen ook in de Bijbel, dat er zijn tijden van God zijn beleiding over ons is. Ik glaube, dat is sehr wichtig, dat we verstaan, dat is een vers wat we de eerste oven lezen, dat 2. Chronik, kapitel 7, de 13e vers. Hier sagt dat, wanneer ik dem Himmel versloten war, dan het niet rennen, oder van Grasshopper dat Land koolvreten lot, oder je krankheid, maakt het volk komen lot. En dan het nächste part, dan lezen we de vers wat we doorgegaan zijn. God leidt welke dingen toe de Israëlieten worden, zodat zij kunnen zijn dat zij in nood werden. In Hosea kapitel 6, de eerste vers sagt es als dit. Dat volk zegt, kom, wie terug naar Herrn. Hij heeft ons verraten. En hij wordt ons wederheilen. Hij heeft ons verslaan en hij wordt ons verbingen. Het is sehr wichtig dat we dan verstaan dat er een onderscheid tussen straf en beleiding is. Straf heeft te doen met rechten. God is heilig en hij maakt alle zin rechten. En zijn ogen is jengen alle zin. Aber wenn wir unter Jesus Christus sind, dann sind wir nicht mehr unter Straf, wegen der Straf, die fällt an Jesus Christus. Aber willst wir Kinder Gottes sind, Gott wird seine Kinder belehren. Das ist nicht uit euer, das ist nicht uit Wort, das ist seine Kinder halten. Und nochmal laat Gott Dinge worden zu uns, so dass wir uns Kinder sein, dass wir können zurückgehen zu Gott. En dezelfde God wat ons beleeren deed, is dezelfde God wat ons heilen deed. Ik geloof wie we ouderen weten wat het is. Wat ons kind veel te beleeren. Vielleicht willen we dat kind vielleicht op baksen op de hand. En dat kind gaat het niet schijn. Maar dezelfde hang wat dat kind schaken deed, zodat dat kind wordt beleerd, zijn dezelfde hang wat dat kind op de arms aanvoeten deed, ramvoeten deed en lijfwezen. Dat is wat God deed voor ons. Hij deed ons beleeren, zodat we kan dicht naar hem aankomen. We vangen ook met Hesekiel kapitel 37 aan de eerste avond. We willen van de laatste 5 versen lezen. Hesekiel kapitel 37. 7 bis 10. Hier redet het wieder, wat God wil doen. En hier weer een voorbeeld van deze knerkers wat rumliggen. Nou weer een 3 knerkers. En die knerkers die hadden geen leven. En God zegt te Hesekiel, hij zal prophezeien te deze knerkers. Zodat de knerkers worden weer zum leven komen. En nu lezen we wieder, wat passiert in de stroom. 7 8 vers zegt es dit. En ik red zoals mij dat opgegeven weer. En weet, dan hier ik wat. En dat kloppen draag zoals de knerkers einem en andere taubcheimen. Dit is een voorbeeld van de vergeving. Dat wordt ganz twee weer,
das kein taub. Unsere Gemeinschaft mit Gott wird verseint. Wir können vielleicht nicht sein, wo Gott schaffen wird. Wir können vielleicht nicht sein, wo Gott fixen wird. Aber Gott ist immer an der Arbeit. Dass Gott wir in der sein Geist Leben bringen wird, dort, wo dort ist. Wir sehen hier das Bild von den Knerkers, die fangen und die kloppern. Die kommen zu leben. Aber noch sei wir, dass wir ein bisschen Knerkers, was zum Leben kommen werden. In Ordnung weiter sein, dass wir noch bloß Vergebung. Aber dann deed Gott auch noch was ordnet. Und an der 8. Vers sagt es, en als ik door zo kijkt, zag ik dat door Sehnen en Fleisch aan dat non-time. En dat die met Hut betrokken worden. Du wir aber noch ein Odem, du wir noch kein Odem in Ern. Wir sehen, dass Gott fängt an zu schaffen. Die erste Vergebung. Und Gott fängt an, einen Anfang zu merken an der Heilung. Und dort ist, was Gott will in Erweckung tun. Gott will die Heilung nicht vor dich bringen, er will die Heilung anfangen. Und dann soll wir uns hingeben, so dass Gott kann wieder und wieder schaffen. Erweckung ist der Anfang von der Heilung. Dort würden wir zu sagen, zurückgehen zu meinem Beispiel von wo die meine Arms fixen leiden. Dort würde so sagen, dass die eine Werk im Hospital. Der Verjährung erst all, der Handel taub genäht. Aber den Anfang erst du, so dort, wir können zurückgehen zu unserem normalen Leben und wir können sein, was von Wunder Gott wird tun. So, wo ist Jesus Christus gekommen? Wunden zu heilen. Ich glaube, das sind verschiedene Wunden, was wir mitdrehen tun. In Lukas Kapitel 4, 16 mit 21, wir wollen 18 und 19 lesen, wenn ihr eine Bibel mit haben, werden wir die Versen lesen. Lukas Kapitel 4, 18 bis 19 sagt es dort. Den Herrn sein Geist ruht auf mich. Wilt hij heeft mij gewählt, de Arme de Evangelium te predigen. Hij heeft mij geschickt, die met in Gebrechen het hart te heilen. Vastgenomen te predigen, dat zij vrij en los zijn. En de blinde, dat zij zijn kan. En die ongedrekt zijn, vrij te stellen. En te zeggen dat God zijn genodensjaar gekomen is. Dit is te wat Jezus kwam ter Welt. Jezus Christus kwam niet bloos ter Welt, dat hij kon op een kruis sterven en van dood opstaan. Jezus is gekomen als meer als bloos dat. Dat wordt genoeg zijn. Dat we kunnen zin en vergeving vinden in Christus. Maar Jezus Christus is gekomen nog veel meer te brengen. Hij vangt aan, hij zegt de armen dat Evangelium te predigen. Dat is het aanvang. Dat is de gouden nodig, dat is wat de Evangelium meint. Dat is de gouden nodig van waar mensen kan verzeind zijn met God. En wie wir arm zijn, dat onderweg te zijn, wie wir dat niet kunnen verdienen, wie haben wir genoeg kunnen werken, dat we kunnen onze Seligkeit betonen. Wir sind arm. Wir können das nicht betonen, wir haben nicht genoeg kunnen werken. En Jezus is gekomen om de gouden nodig te predigen, dat der arm, wie kan dat weten, dat we reich zijn met God. Dan wieder sagt hij, wat is de nächste ding, wo hij gouden nodig gebracht heeft. Hij zegt, en met een gebroken hart te heilen. Was is hier van deel met een gebroken hart? Ik geloof, wessen van ons, wie drehen een schwere lood met een hart. En die wond, dat valt zich zo, die wonde wordt niemals werkelijk ons uitheilen. Menschen haben als Mosaia hongs behandelt. Menschen haben uns Mosaia beleidigt. Vielleicht sind das in unseren Kinderjahren. Vielleicht ist das, wir haben so eine große Verlangen für Leib. En leider is dat we lijf kregen van orde, ons wordt gespart.
Uns wird zu nichts gemerkt. Und ich glaube für uns, viele von uns, wie verlangen, dass uns Vater wird muss sein, dass sich prüft mit uns. Und du hast ein Loch in uns Hort, wo wir noch nicht fertig sind. Und du hast ein Wunder. Und die Tiden, da wurde verloren über uns. Da wurde geplüdert von uns. Und wir haben einen schlechten Namen wählt. Und da haben jenen uns gesündigt. Und du hast ein Wunder in uns Hort. Und wir haben gebrochenes Hort. Und vielleicht sind da auch die Tiden, wo Gott hat was teuerloten. Oder Gott hat was getan. Und wir können das wirklich nicht verstehen. Warum? Gott, warum? Und wir haben ein gebrochenes Hort. Aber Gott hat nur recht erst, dass Jesus Christus erst gekommen, um ein gebrochenes Hort zu heilen. Wieder redet er sagt, er ist gekommen, die Vorgenommen zu predigen, dort sei frei und los sind. Falls sie dir so, dass die Forst bist, falls sie dort die bist in Sklav, vielleicht, dass die mit einem Wasser sind in Kämpfen. Vielleicht kannst du bis nicht die Plüderli abgeben. Vielleicht sind die Sonne hier, wer schwinche Videos schicken, und die können das bis nicht abhören. Das sind alle Sorten Dinge, die wir würden können abnehmen, wo wir wie Sklaven sind. Wir sind in Gefängnis und wir prüfen und wir kämpfen, der Fall sich so, wir können das nicht wieder. Wir können uns selbst nicht heilen, da kann bloß Jesus Christus tun. Und was ist der Gott nur recht? Der Heilung kommt, wenn Jesus der Vorgenommene freimacht. Ich glaube, das ist dann wichtig, dass wir abhören bis Dollar an Dollar prüfen. Wir geben uns an und wir lassen Jesus Christus, wer der Schlädel hat für das Gefängnis. Er ist der, der aufschlucken wird. Er ist der, wer uns der Rüt rauben wird. Und er ist der, wer uns freimacht. Wir sind nicht der, wer uns selbst freimachen. Jesus, der Arbeit. Wieder sagt er, in der Blinde, dort sei seinen Kern. Weil jemand, dass die kann die Bibel verstehen, oder weil jemand, die kann die Bibel nicht verstehen. Das falls die sind blind und die kann dort nicht wörtlich begreifen, was die Bibel lehren wird. Vielleicht hast du dort die sein jemand selbst an, das nicht, hat vielleicht nicht eine gute Schule gehabt. Ich kann ihn jetzt nicht verstehen. Jesus Christus ist erst gekommen, der Blinde der Augen aufzumerken. Dezelfde Heilige Jesus, wat heeft de profeten en de apostelen de Bibel geschreven. Als dezelfde Heilige Jesus, wat ons die Augen opmerken deed, zodat we kunnen de Bibel verstaan. En Jesus Christus is gekomen, ons de Gott nodig te geven, dat Jesus wel de blinde laten zijn. De Bibel leert ons, van we willen zegen, van we wollen zegen, we wollen dort vingen. Dan wieder redt hij van, die wir ongedrukt zijn. Vrij te stellen. Falls je die dat die bedreigt bent, ongedrukt bent, dat er te veel pressure is. Je kan niemals wat geld genoeg doen dat het eens einer te je vallen is. Vielleicht liegen je onder depression oder andere dingen wo je niemals kan schaftig zijn. Der Gott nur recht ist, dass Jesus Christus ist gekommen, um ihn zu heilen. Vielleicht nimmt das erst nicht plötzlich. Vielleicht hast du nicht in einem Tag, weil er ist gekommen, den Frieden merken von ungedruckt sein. Und hier hat er schließen, das glaube ich ist der beste Nachricht von allen das. Dann sagt er, und zu sein, dass Gott sein Gnadensjahr gekommen ist. Wie soll wir das verstehen? Gnade meint, dass Gott in gefallen hat an uns. Nur eine Weise zu sein, Gott gleicht uns. Es sind Verse von uns, die nicht mehr weiten, was meinen, dass wem uns wird gleichen. Wir fallen uns vielleicht dort unter sind, die Matten uns leben, aber wir sind uns nicht ganz deutlich, die irgendeine erst, was uns gleichen wird. Jesus gleicht die. Gott sein Gnadensjahr gekommen, und Gott sein Gefallen erst an die.
Nicht bloß an die schmacke Menschen, die dramatisieren, nicht bloß für die Predigers, nicht bloß für die Diakon, für die. Das baut nicht von wo dort die kämpfst, das baut nicht von wo eine Familie die kämpfst, das baut nicht was von Hintergrund die hast. Gott sind Gnadensjahr gekommen, erst gekommen und erst gekommen für die. Gott sind gefallen erst an die. Und wird sind gefallen erst an die, wird Gott die heilen. Jesus ist erst gekommen, er erst die wir heilen will. So wo will Gott die Kirche dann brücken? Wann er in der Kirche heilen wird? Gott will haben, dass dort, was passiert in der Kirche, die Arbeit, was er in der Kirche tut, will er brücken, um die ganze Welt zu sich bringen. Wir haben geredet von, wo Jesus will uns heilen. Aber wer wird mal tüß merken hier? Gott will Shipyard heilen. Gott will in Indian Creek heilen. Gott will in Blue Creek schaffen, San Felipe. Und all diese Städten will Gott seine Erweckung bringen. Und er will das durch uns tun, durch uns tun. Dort, wo er hier manch Jünd tut, will er brücken, um ein Beweis geben, was mehrlich ist, wenn Gott ohne Arbeit ist. Und kriegst du in der Weg, Gott sind nicht gefallen als an die, Gott sind nicht gefallen als an andere auch. So, wenn ihr an jemanden denken, der wir vielleicht noch nicht bekehrt ist, wer noch ein Sklave zu sein ist, wer Jesus Christus noch nicht kennen wird, Gott will Heilung, will Vergebung bringen für die Person und er will die brücken. Er will die brücken. Nicht bloß die Predigt, nicht bloß die Kirche, nicht bloß die Diakon, er will die brücken. Heilung ist nicht bloß für die, wer Brüder gewöhnlich sind, Heilung ist für alle von uns. Uitreken met de Evangelium, uitreken met de Gouden Noorrecht, die is niet bloos voor die wij dat alle voor die gaan, dat is voor alle van ons. En de heiling wat God wil aan ons doen, is om ons rein merken, dat we kunnen een beeld zijn van wat meerlijk is, wanneer God een wunder deed. So wat voor wunder wil God in die doen? Wat voor wunder heeft God in die doen? God wil niet gaan dat du sollst deze wunder voor jezelf houden, aber hij wil die wunder das ein Licht brücken, dat hij kann die ganze Welt zu sich selbst bringen. So wo will Gott das Land heilen? Ich glaube, wir müssen das Versprechen recht verstehen. Im Neuen Testament, dass wir Part von dem Bund, was Gott mit Israel hat gemerkt. Israel hat das Land verdorben durch ihre Sünde. Und wenn sie würden sich frisch abmerken, dann wird Gott seine Hand weiter mit anhaben und nicht jängen an. Nur dort wir unter Christus sind, wir sollen das jährlich verstehen. Dort ist Gott mehrlich, dort du in Flucht an Menschen ist, will sie nicht unter Christus sein und will sie noch nicht losgemerkt sein. Aber das meint nicht, dass wir sollen das im Ganzen so verstehen. Gott will uns jährlich freimerken, er will uns jährlich vergeben, so dass wir jährlich Heilung bringen zu das Land. Und dort ist, dass wir ein Licht sind. Matthäus Kapitel 5, 16, sagt es dort. Und lot auch ein Licht für die Menschen schienen, dat zij jene goede werken zijn en jene Vader im Himmel dafür loven. Enig wat ik beobachtet habe, dat het erst nicht so verken, dat een Mensch wat wenig wel van Christus weten, wat zum Glauben kommt, wird Gott bloß in ihr Leben hat geschaffen. Je weinig kommen Menschen zum Glauben, will sie sein, was Gott in andere tut. Und will sie sein, was mehrlich ist in der anderen Person erleben, dann freuen sich die Frau, ich wundere, ob Gott das auch in mein Leben kann. Das ist ein Beispiel, wo was mehrlich ist in Gott. Und das ist, was hier meinen wird. Dass sie wollen, jene gute Worten sein. Und was kommt nur dort?
en jene Vater im Himmel door verloven. Sie wollen sein, was Gott getan hat in uns, was von der Erweckung her hier geschafft hat. Und dann wollen sie wundern, ich wundere, was mit diesem Shipyard passiert hat. Ich will das auch. Wenn das als ein Licht. Und je weiten wir Licht schaffen das. Je weiten wir Licht schaffen das. Licht ist immer stärker als Finsternis. Das ist allmählich, vom Licht uitmerken mit Finsternis. Das Licht mit toegedacht. Dat is niet dat de dienstnis, jij moet wat even hand haben, over dat licht. En wanneer je wordt een licht zijn, du hast geen dienstnis wat dat kan afmerken. Dat kan bedacht, dat kan afgemerkt, maar het licht is immer sterker en daher is dienstnis. Ik weet, in het zwart gebied is je niet op een boy, en je durft niet op een boy zijn. Bij je, het is niet zwart. Das ist ein Volk, das sind Menschen, die hier in Shipyard sind, die können die Boy sein, wo das Licht von schienen wird. Menschen können sein, die Wunder, was Gott getan hat. Er hat Menschen vergiftet, sie haben ihr Leben geändert. Gott hat ihn transformiert, Gott hat ihn frei gemacht. Die wir in ersten gedreckt nicht gehört haben, nun sind die frei. Die wir erst bloß von sich selbst denken, die denken nu an Ordnung. Die wir erstlich und Sinn ins Glaube, die sind nu frei. Und sie wollen dann wundern, von wo kommt das? Und dann kann je sein, Jesus hat das getan. Und das ist, wo der je in Licht kann sein. So, was sind ein paar praktische Dinge, was eine Kirche kann tun, kann man Licht sein von den Wunder, was Gott getan hat. So, dass Gott kann das Land heilen. Das erste ist, dass wir können das Evangelium mitteilen. Hier ist es wichtig, dass wir nicht bloß von der Bekehrung reden, aber wir reden von, was das meinen, dass wir Jesus Christus nur vorher sein. Das ist nicht bloß genug zum Glauben, Gott kriegt uns, dass wir Jünger sein. Und dort meint wir jeden uns ganz Leben haben, zum Jesus nur vorher. Und du hast kein geratenes Zeichnis, kein geratener Licht von der Person, ist ein Mensch, der ganz handgejeft ist. Früher ist dann, bist du ganz handgejeft. Und wer ganz handgejeft ist eine Person, der die Heilung wird beleben. Du hast auch einen großen Unterschied zwischen einem Flashlight und einem Tauchlicht oder einem Candle. Du hast einen großen Unterschied. Wenn du ein Candle abgehauen und eine andere Person ein Candle hat, wenn die zwei Candles taub kommen, dann jaft das zwei Licht. Dann jaft das jedes Mal ein Candle weiter anschieren, dann jaft das nach ein Licht, nach ein Licht, nach ein Licht. Oder erst ein Licht, was von einem Flashlight kommen wird. Wenn du ein Flashlight an hast und du ein ordentliches Flashlight non kommt, das jaft nicht mit das ordentliche Flashlight. Wenn das erst nicht achtet Licht, das erst von der Batterie. Und wir sollen Christen sein, die in Hochlicht sein, in Candle sein. Wenn wir mit ordentlich taub kommen, dort wird Gott in uns steht, wird ewig gehen zu ordnen, zu ordnen, zu ordnen. Dort wir nicht bloß Flashlight sind, aber dort wir Candle sind. Und ich glaube, hier erst war ein gutes Bild für uns, ein Beispiel, dass der Heilige Geist, sei wie in dem Neuen Testament, das ist ein Tongue von Feuer. Hij erst die, wer die Heilung bringen wird. Hij erst die, wer das Licht bringen wird. Hij erst die, wer das Heilung versprechen wird. Durch was Gott tut in uns, wird Gott Heilung bringen in diese Welt. In Belize und in Shipyard. Und wo immer dort wohnen. Eine Weg, wo wir können Licht sein, ist, wir können unsere Welt, unseren Dorf, unsere Kolonie, wiesen, was das meinen wird, dass wir Hoffnung, Life und Genot haben. Römer Kapitel 5, 3 bis 5 sagt es dort.
Aber nicht bloß dort, ich sehen hier auch Frau, wann wir Lieden machen, will sie weiten, dort wir durch Lieden lernen, geduldig, standhaft zu sein. Standhaft sein, bei uns bührt uns Charakter ab und dort wirkt in uns Hoffnung. Hoffnung lässt uns nicht zu schauen wollen, will uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Leben unser Horten gegoten ist. Das ist interessant, was von Ort wir hier haben. Er fängt an, er sagt, erst kommen die schwere Tiden, dort Lieden. Nach sind sie encouraged, viele von ihnen haben vertraut, wo ihr muss lieden für jeden Glauben. Ja, Jesus Christus liet kennen, viele von ihnen sind losgemerkt und die haben stark gestohlen in Herrn. Und was bringt dort? Geduldig sein. Und die wir geduldig sein, sind ein schmackes Vorbild. Die können geduldig sein, weil ordentlich auch verfallen tun. Die können geduldig sein, die können das durchsetzen, weil sie haben eine Kraft von Gott. Sie stehen an das Wort. Und diese Geduld, das bührt uns Charakter ab. Und das ist eine große Wahrheit, wo der Gott Heilung bringen wird. Ein Ding, was mich fertig schoden lassen wird, das sind mehrere Christen, die sind um mehrere Jahre in Glauben gewesen. Haben sich Jahre zurück bekehrt, aber ein Charakter ist noch krank so, ist der 20 Jahre zurück wieder. Und im besten Weg ist er noch schlechter geworden. Und ich glaube, in vielen Wegen ist dort schon, dass die wir lange im Glauben sind, dass ihr Charakter schwacher ist, aber noch nicht im Glauben ist. Wir sind hier, von Lieden kommt Geduld, von Geduld kommt Charakter und von all das kommt Hoffnung. Was meint das Wort Hoffnung? Meint das Wort Hoffnung, dass wir wünschen, dass wir alle gut ausfallen? Die Hoffnung, was die Bibel von reden, ist eine Hoffnung, wo wir in Sicherheit further weit kicken, zu dort, was wir uns vernäht glauben, wie wir kriegen. Das ist sicher sein. Wenn wir sagen, wir haben eine Hoffnung, was meinen das ist, wir kicken further weit, zu dort, wo wir noch kriegen. Das ist nicht in Zweifel, das ist nicht, ich wünsche, dass was so ausfallen, ich hoffe, dass was so ausfallen. Nein, wir haben eine Hoffnung. Und uns Hoffnung ist Gebet, nicht an was wir sein, aber was Gott uns versprochen hat. So sagen je eine Kirche, eine Menschheit von Geduld, von Charakter und von Hoffnung. Und wenn Schöpfer dort was sein, was Gott in dir geschafft hat, dort je geduldig sind, dort die Charakter haben, dort was liegen wird, dort was Jesus ging zu rauten wird, und dort die Hoffnung haben, was der sagen wird, dort bodet nicht was kommen wird, dort ist ein Licht, für das es steht. Er meint dann, dort wie anstunden dann für die Wahrheit in der schönen Wahrheit. Dort ist wichtig, dass wir die Evangelium mitteilen, dort ist die Hoffnung für die ganze Welt und hier auch für Shipyard. Bei Kolosser Kapitel 4, das erste Vers sagt es dort. Die Reden so einmal leibtollig und interessant sein. Bei mich jünt, einen jeden so antworten, als dort Gott für am ist. Wenn je dort mitteilen, dann dort, was Gott in dir getan hat. Die sollen dort mitteilen, dort, was leibtollig ist, dort, was interessant ist, in ohne Weg zu sein, dort, was halten wird. Und dann dort Gott für am ist. Die wir noch nicht im Glauben sind, die haben den Heiligen Geist noch nicht. Und wir sollen, wie wir im Glauben sind, wenn wir im Glauben sind, wir sollen dort nicht dort von dir verlangen, was sie nicht kennen, dann will sie nicht den Heiligen Geist haben. Und wir sollen ihn halten, mit Life, mit Gnade und mit Geduld. Ich will von dir schließen. Ich
haben wir gedacht, wo wir von unsere Ofentorten schlüten. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir dort ernst nehmen dann, wo immer wir leben. Dass wir ein Port sein, von wo Gott das Land will heilen. So ich will Ihnen von der eine Gelegenheit geben, wo wir hier sitzen, zum Abstehen, für ihn selbst zu sein, ich will dort Licht sein. Gott, der schafft in mir, ich sehe noch lange nicht vor dich, aber ich will ein Licht sein. Ich will ein Licht sein hier in Shipyard. Und vielleicht, ich weiß nicht, was von dort die von kommen, wenn immer dort die sein, wo immer jene Nubasch sein, ich will ein Licht sein. So ich würde ihn fragen, die wer hier vom Port sein, von ein Licht sein hier in Shipyard, ich würde ihn fragen, wer wir abstehen. Ich habe mir das ein Beispiel gewählt. Wir gucken mal, wie viele Candles wir hier haben. Hier ist nicht bloß ein Candle. Und hier von der sind nicht bloß Flashlights. Denk mal, wie viel von Ihnen, wenn ihr wollen bloß ein Candle, der Heiland loten ewig schlagen, dort, was Gott in Ihnen getan hat, wie viel mehr Menschen kann Jesus Christus lernen kann. Guck mal an, wie viele Candles hier brennen. Ich würde Ihnen merken, es ist nicht Tag. Wenn wir dort nicht verjeten, dort, was Gott in Ihnen getan hat. Die Heilung, was er bringen wird. Wenn wir uns dort loten, rieren, dort wir ein Ziel haben, dort mehr Menschen können dort kriegen, dort, was wir haben. Wenn wir noch stehen und wenn wir noch beten. Jesus Christus, hier, wie wir hier stehen, das ist eine Wahrheit, wo wir dort bewiesen werden, wir werden anstehen für das Gott und Recht. Wir werden anstehen für das Evangelium. Wir werden anstehen für die, die noch nicht frei sind. Und Gott, wir weiten dort von dir, seine Sonne, wer dort nächste Stopp fehlen wird. Der hat eine Vergebung angenommen, der empfiehlt nach der Heilung. Gott, du hast keiner, was zu weit weg ist, dass du nicht dort kostreich merken, dort, was zwei ist. Und Gott, ich bete, dass du was dein Müt in dieser Tag sein. Dein Müt haben dort bekannt und dort sie noch nicht vor dich sein. Aber dein Müt haben dort bekannt und dort, was du all getan hast. Gott, ich bete, dass du was Leib geben. Verständnis geben. Von anderen Nubasch und Menschen auch in der Tag. Nicht so Dinge an sein ist wie dann. Dinge anders down ist wie dann. Ich bete für Geduld. Ich bete für Geduld für die, die für ihr Glauben leiden dann. Wer viele Dinge lernen dann, wird sie glauben. Ich bete, dass die was entsehen für dort. Ich bete für Charakter und ich bete für Hoffnung. Gott, ich bete, dass die was diese Tag sehen. Die Erwartung, was die hier in dieser Tag schaffen, dass die was dort brücken, die Erwartung bringen für diese ganze Kolonie hier in Shipyard und über ganze Belize. Wir beten das alle in Jesus Christus Namen. Amen. Ich wollte die Singergruppen abklären, die kann ich da sagen. Ich will Ihnen von der noch eine Gelegenheit geben. Ich weiß, das sind zwei Themas von der. Eine ist von persönlicher Heilung. Nur eine ist von, wo wir können Licht sein, wo immer wir sind. Und von der, wenn du die Vergebung überlebt hast, und die den nächsten Stopp fingen in Christus, würden die beide eine Gelegenheit geben, nach vorne kommen. Wenn die den Entscheidung noch nicht angemerkt, und die haben zu der letzten Abend gewacht, vielleicht hat Gott zu ihnen geredet, letzte Donnerstag, was klar gemerkt. Vielleicht wird es Freitag, vielleicht wird es gestern. Von der aus noch eine Gelegenheit, um nach vorne kommen und ihn abmerken mit Gott. Dankeschön.
vers 12 staat, aber all die am abgenommen und an Dingen noch bleiben, jij van de maag gaat ze niet meer doen. We hebben een 4 Vers sein.